Der Monat März steht an und somit auch neue Energien. Und ja, herzlich willkommen bei einem neuen Mystic Reading für den Monat März. Wir schauen heute wieder mal rein, was für Energien das so um uns herumflitzen. Es ist ein kollektives Reading, das heisst so viel wie fühl rein, was für dich stimmig ist, nimm raus, was mit dir resoniert und falls es dich nicht anspricht, ist das nicht so wild, dann bist du vielleicht beim nächsten Mal dabei. Auch heute wieder mit der Lenormand-Karte. Ich habe auch noch meine Mystik-Karte auch dabei. Mal schauen, ich lasse mich heute einfach führen. Heute mache ich auch kein grosses Blatt, sondern wir gehen heute einfach mit dem Flow. Genau. Und zwar wollte ich hier mal zuerst schauen, welche Themen kommen da so ein bisschen auf. Und dann vertiefen wir das. Ja, viele sind froh, ist der Februar vorbei. Und es kommt wieder neue Energien und neue Ressourcen an Energien, die wir wieder verwenden dürfen, brauchen. Genau. So, wir gucken. Das hat immer relativ viele Karten sind, die schlussendlich auf dem Tisch liegen, da ich die einmal nicht mit aufnehme. Für die sich einmal verwundern, warum zeigt sie denn die Karte nicht. Vor allem, wenn ich das grosse Blatt mache, ist das halt einfach megamäßig mühsam. Aber wer weiß, vielleicht rüste ich mal auf und es gibt 2 Kameras, dann haben wir beide Winkel. Aber das ist noch in der Ferne. So, jetzt haben wir es dann gerade, die letzte Reihe. Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz spannend aus. Lass mich auch mega gerne in den Kommentaren wissen, ja, wie das Reading für dich war. Ob es gerade so ein paar Aha-Momente oder ja, das Thema ist schon länger rum. Weil wir dürfen nie vergessen, ein Thema fängt nicht einfach, oder Energien fangen nicht erst im März an, wenn der 1. März um 0 Uhr, was auch immer, Hundertstel, sondern das fängt ja schon vorher an, wir haben schon vor im Schwingungsfeld. Genau. So. Die letzten Karten. Zack. Et voilà. Also, Übertitel. Der Übertitel haben wir «Raus aus der Stagnation». Raus aus dem verkerkerten Turm, wo man sich immer befunden hat oder sich selber eingeschlossen hat. Und falls du ein Thema hast, wo du das Gefühl hast, ja, das sind aber die anderen die schuld. Die anderen haben mich in den Turm eingesperrt und ich bin nicht rausgekommen und ja, habe mich nicht bewegen. Die anderen können nichts dafür. Die anderen sind nur der Spiegel von dir selbst. Genau. Aber wir gehen jetzt hier mal in die Tiefe. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal in die Gedanken hineinschauen für den März. So. Auf jeden Fall, es zieht sich ja schon seit längerem hin, immer wieder das Thema «Ich will ankommen». Das haben wir auch in den letzten Legungen gesehen. Man will ankommen, man will kein Wischiwaschi-Zeug, man will mal etwas Fixes, Festes. Das kann zum Beispiel sein im Job, in der Berufung, wenn man zum Beispiel etwas Neues anstrebt. Man will nicht mehr so halbe Geschichten. Und mit dem beschäftigt man sich auch im März wieder sehr fest. Was kann ich tun, damit ich ankomme? Damit ich nicht wie eine Wilde oder ein Wilder durch die Weltschicht rumbötle und Inselhopping mache, wenn ich aber den sicheren Hafen einfahren kann. Dann will man den sicheren Hafen einfahren. Genau. Also, sicher mal ganz, ganz intensiv, wie komme ich an? Und das ist mit dem tiefen, tiefen Gefühl verbunden. Also, man spürt das. Es ist nicht einfach nur ein Gedanke. Es ist nicht einfach, wir könnten ja mal nach, es wäre cool. Sondern es hat wirklich Tiefe. Es sind Zeichen rum. Man wird förmlich daran geschupft. Dass man immer wieder dort daran schauen muss. Und das ist auch gut so. Also, wenn du im Gedanken gut dort oben Idee hast, könnte der sichere Hafen sein, dann kann ich dir nur eins sagen. Solange es dich gefühlstechnisch nicht catcht, dann ist es nur eine Gedankenspielerei. Das, was dich mit dem Gefühl catcht und wirklich, wo du merkst, wow, dort löst es Emotionen aus. Und das ist dann egal, was für eine Emotion. Ist es, ich sage jetzt einmal, eine hochschwingende oder eine niederschwingende Emotion, dort verbirgt sich genau drin. Und genau diese Themen dürfen wir anpacken, um
sichere Hafen einfahren und den Anker endlich runterzulassen, um zu sagen, da bleibe ich. Und das ist das Richtige. Also, nicht in Gedanken verlieren, sondern wirklich schauen, was catcht mich wirklich, was macht auch emotional etwas mit mir und nicht nur da oben, die Gedankenkarussell. Das ist sehr wichtig, weil dann ist man am Rumböteln. Dann ist man am Rumböteln und ist Inselhopping am machen, anstatt den sicheren Hafen einzufahren. Weil der Weg mit dem Boot, um den sicheren Hafen einzufahren, der findet nicht dort oben statt, sondern mit dem Ganzen. Und das Ganze, das ist auch mit Gefühlen und nicht nur einfach, ich könnte noch, wäre noch schön, hätte Fahrradkette. Genau. Und da wird es Momente geben, wo man wieder zwischendrin das Gefühl hat, ach Gott, der Nebel zieht sich auf, wo soll ich mit dem Boot hin? Das braucht es aber. Genau das braucht es, genau den Moment, wenn du die erlebst und findest, ich weiss irgendwie nicht, soll ich nicht, dann sind wir wieder beim Gedankengut hier, bei dem Waschmaschineneffekt hier oben. Dann ist ganz wichtig, dass man diesen Moment nutzt, um im Ganzen das zu betrachten, weil dann lüftet sich oder lichtet sich der Nebel. Der ist da, damit du ihn wieder einfach nicht mit irgendwie 100 km/h mit dem Böckli durchs Zeug durchfährst und wichtige Momente vergisst, sondern die sind da, um wieder bewusst zu werden, okay, jetzt ist eine trübe Sicht, wo gehe ich jetzt hin? So, und das nicht aus dem Kopf raus, sondern was sagt mir mein Gefühl? Weil in dem Monat März ist dein Gefühl ganz wichtig. Und auch die Zeichen, achte auf die Zeichen. Wenn dir immer der gleiche Vogel begegnet, gehen wir nachschauen, was bedeutet überhaupt der Vogel, was will dir der Vogel sagen. Auch ganz wichtig, Me-Times, verbinde dich mit deinem Inneren, mit deiner Urkraft. Weil die liegt da auch drin. Die Urkraft ist ganz wichtig und die ist jenseits von dem dort oben. Und ist ganzheitlich. Das kommt auch noch dazu. Ja, es wird immer wieder so Schöpfungen, wo man merkt, es geht voran. Es ist super, ich komme raus aus dem Turm, aus dieser Stagnation, damit ich weitergehen kann mit meinem Bötli zum sicheren Hafen. Es zieht der Nebel auf, okay, aber dort ist wichtig, nicht zerdenken, nicht kaputt denken, sondern in so einem Moment, was fühle ich dabei? Weil das ist der Schlüssel. Weil dort kann man im Kopf ganz, ganz viel shiften. Weil wir merken ja immer, der Kopf ist unglaublich laut, sind wir mal ehrlich, unglaublich laut, würden wir mehr auf unser inneres Gefühl hören, dann würden wir Zeichen mehr erkennen und wir würden mehr spüren, wohin es geht. Und wenn man dort aus dem Gedankenkarussell aussteigen kann, dann kann ganz, ganz viel passieren. Es läuft ein Prozess, wo man auch in den Gedanken etwas verändern kann. Vielleicht merkt man hat vielleicht auch, ich sage jetzt sehr niederschwingende Gedanken oder zum Beispiel noch Glaubenssätze, die noch mitschwingen. Und die kannst du nur erkennen, wenn man zwischendrin mal wieder ein bisschen in den Wolken drin ist, ein bisschen Nebel aufzieht, wo man sich wieder neu orientieren muss. Weil es ist nicht immer so, wir haben meistens einen Weg vor Augen. Kennen wir alle. Wir wollen genau dorthin, weil wir das Gefühl haben oder wir denken, das ist genau der richtige Weg. Aber wenn man sich auf einem hochschwingenden, ich sage immer auf der goldigen Schiene befindet, dann kann es einen Moment geben, wo man plötzlich merkt, das ist schon, man muss wieder mal in den Stillstand kommen, um zu merken, der Weg, den ich mir ausgemalt habe, das ist schon gar nicht, das will ich ja jetzt gerne um. Das braucht gar nicht mehr. Weil mittlerweile hat sich plötzlich ein neuer Weg ergeben. Durch den Weg selbst. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und darum brauchen wir manchmal einen Stillstand, damit wir wieder Innenschau betreiben können, um uns zu spüren. Wir haben das Gefühl, wir müssen ein Konstrukt an Weg bauen. Aber manchmal ist es so, dass die geistige Welt, wie man es auch immer benennen will, ganz einen anderen Weg für uns geplant hat. Vor allem, wenn wir uns auf dem richtigen Weg befinden, indem wir uns einfach dem Lebensfluss hingeben, dann trägt uns der Lebensfluss. Und der trägt uns dorthin,
was eben das Richtige ist. Und das ist manchmal jenseits, entfernt von dem, was wir uns am Anfang ausgemalt haben. Und darum braucht es den Stillstand. Darum braucht es Moment, dass man nichts sieht. Dass man einfach wieder einmal sich spürt, sich fallen lässt und auch wieder ins Vertrauen kommt. Weil genau in dem Moment, wo man den Weg nicht sieht, ist Vertrauen am meisten gefragt. Und das ist die Meisterschaft. Kann man denn immer noch in der Ruhe bleiben? Sich im Strom, im Lebensstrom, im Lebensfluss hingeben, ist keine Kunst. Aber wenn es schwierig wird, wenn man nichts mehr sieht, dann immer noch am Vertrauen zu bleiben, sich dem Strom hinzugeben, obwohl man nicht weiss, wie was wo, das ist die Meisterdisziplin. Und dann kommen die Geschenke. Dann kommt Fülle. Dann kommt das, was mit einem resoniert. Halt eben die Quelle selbst. Genau. Ja, auf Gefühlsebene müssen wir schauen. Gefühlsebene ist auch ganz, ganz spannend. Auf Gefühlsebene geht es ganz fest um wieder die Urkraft. Raus aus dem Geschnatter von dem Kopf dort oben. Immer ins Ganzheitliche, immer ins Holistische. Körper, Geist und Seele. Wir können nicht mit dem Kopf nur durch die Welt durchsegeln. Das funktioniert nicht, weil dann bestimmt nur der Kopf, wohin es geht. Wenn wir aber ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele den Weg gehen, dann ist das allumfassend. Dann stimmt es ja in jeder Zelle, in jeder Faser, in jeder Ebene, in der Blutbahn, whatever. Auch im Kopf. Und dort ist ganz wichtig, dass man immer wieder auf die Zeichen schaut. Gerade jetzt im März. Es werden ganz spannende Vorkommnisse kommen, oder es läuft immer das gleiche Lied, wenn du Radio einstellst, oder das sind alles Zeichen. Oder Menschen, die dir plötzlich aus dem Nichts begegnen. Ganz, ganz interessant. Los auf die Zeichen, weil da verbirgt sich das Karma. Altlasten, Glaubensmuster, Old Self. Und wenn du die Zeichen erkennst, dann kannst du das auch anpacken. Vor allem emotional. Das sind emotionale Themen. Das sind keine Kopfgeschichten oder Ego-Geschichten. Das sind emotionale Themen. Und die dürfen auch transformiert werden. Und auch das Boot oder das Schiff liegt da drinnen. Da sieht man, wenn man halt eben immer wieder in die Urkraft hineingeht, aufhört mit dem Geschnatter dort oben im Kopf zuzuhören, zu viel Gewicht und Aufmerksamkeit zu geben. Wenn man dort auf dem Weg bleibt und das ganzheitlich sich hingibt, dann kann da ein riesiger Shift-Prozess geschehen, wenn man sich hingibt. Und wenn man halt einfach zu fest im Kopf zuhört, dann ist man rumböteln. Dann hüpfst du von Insel zu Insel, anstatt endlich in einen sicheren Hafen einzufahren. Was ganz spannend ist, wegen der Erdung auch, was gibt Stabilität, ist, wenn man wirklich schaut. Und da sind auch blinde Flecke drin. Achte auf die Falschheit. Achte auf die Lügen. Achte, was nicht mehr passt. Wenn du möchtest, dass sich etwas Gutes in deinem Leben verändert, dann ist es wichtig, dass du, ich sage jetzt, aus falschen Themen aussteigst. Ich mache ein Beispiel. Du nervst dich zum Beispiel aber eine Bekanntschaft. Es laugt dich aus, es ist zäh, du merkst, die Bekanntschaft muss jetzt nicht einmal sein, dass es unehrlich ist, aber es resoniert einfach nicht mehr mit dir. Es fühlt sich falsch an. Es kann sich nichts verändern, wenn du aus Gutwill gleich immer noch mit dieser Bekanntschaft einen Kaffee trinken gehst. Weil du selber bist verantwortlich, zum zu sagen, da ziehe ich jetzt eine Grenze, es passt für mich nicht. Je freier wir sind, desto freiere und grossere Chancen und Möglichkeiten können in unser Leben kommen. Wenn wir umgeben sind von Falschheiten, von falschen Momenten und wenn wir vor allem das Spiel mitspielen, ziehen wir den Scheiß auch noch ins Feld. Also ganz wichtig, wenn du merkst, es läuft genau das Thema nicht richtig,
Und das schiesst mich an und das tut mir nicht gut. Das Thema kann nichts dafür. Du bist verantwortlich, um das Thema zu verlassen. Nicht die Situation, nicht ein anderer Mensch. Du darfst es verlassen. Ganz wichtig. Du bestimmst, was in dein Feld hineinkommt. Du bestimmst, mit was dass du in Resonanz gehst. Das braucht Mut, weil wir haben hier auch die Öffentlichkeit drin, was so viel heisst wie etwas spruchreif machen, rauszugehen für die berufliche Themen haben, zum Beispiel, wo es um Sichtbarkeit geht, oder für die zum Beispiel schon lange etwas aussprechen sollten. Genau da liegt es drin, weil das korrespondiert halt eben wieder mit dieser Falschheit. Die Öffentlichkeit und die Falschheit. Wenn man dieser Falschheit mitmacht, dann wird es natürlich schwierig auszubrechen. Das heisst, man muss endlich irgendwann den Schritt machen und sagen, so und so läuft es, das und das will ich nicht mehr und ich gehe. Ich mache das nicht mehr so mit. Grenzen setzen. Grenzen setzen, lass die Falschheit los. Falls du denkst, ich kann ja gar nicht. Jeder hat immer irgendetwas, das man komprimieren kann. Jeder, sogar ich. Mein Kater, wer auch immer. Jeder hat immer etwas zu komprimieren. Schau auf die Zeichen. Du wirst sie erkennen. Du wirst es erkennen, was nicht gut läuft, was falsch läuft und was dir nicht gut tut. Punkt. Und du selber bist verantwortlich, dort einen Schlussstrich zu ziehen. Für die in Jobs festhängen und nicht wissen, ja Scheiße, soll ich jetzt in dem Job bleiben oder nicht? Ja, jetzt mache ich es halt, weil der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Dann jammere nicht über deinen Job, solange du dort bleibst. Punkt. Sonst fang an zu verändern. Du musst ja nicht kündigen, aber schau doch, gib mal ins Feld, dass du eine Veränderung willst. Fang mal an, einfach Jobbörsen anschauen oder irgendwie so. Dass du einfach in eine andere Frequenz reinkommst. Das sind nur Beispiele. Aber der Job kann nichts dafür. Es will dir ja auch nur etwas spiegeln. Also wenn es dort nicht funktioniert, was will es dir mitteilen? Grenzen ziehen, zum Beispiel. Der Wert sein, etwas Neues und Tolles zu machen, wo du nicht nur einfach eine Arbeit verrichtest, sondern wirken kannst. Du wirst es wissen. Ja, dann haben wir die Stabilität selbst drin. In der Stabilität und im blinden Fleck. Also, schau dort ganz, ganz gut, was bringt dich aus dem Ungleichgewicht? Was tut dir nicht gut? Was macht dich zum Beispiel auch krank? Wenn du das reflektierst, nicht immer im Aussen, sondern mit dir selber, kannst es du verändern. Ganz wichtig, dass man im März auch gut Me-Times macht, Reflexionen, immer wieder dahinter blickt, für sich einfach mal Zeit nimmt, um das Ganze zu reflektieren, um überhaupt einen Prozess zu machen, weil wir sind Künstler mit Ablenkungsmanöver. Darum immer wieder Me-Time, rausgehen, frische Luft, Natur. Auch in der Natur kann man Antwort finden. Oder man sieht die Antwort. Genau. Weil da können sich noch neue Kapitel aufschlagen, wo man jetzt vielleicht einfach immer so ein bisschen das Buch zugehört, wo man denkt hat, was soll jetzt das? Wie soll denn jetzt das? Ja, keine Ahnung, wie es weitergeht, weil wir schon im Inselhopping dran. Wir wollen aber den sicheren Hafen einfahren. Du bist verantwortlich, ob sich ein neues Kapitel öffnet oder nicht. Oder ob noch in dieser Inselhopping, in diesen alten Themen umgehst mit dem Bötli. Und da kann sich wirklich etwas aufschlagen. Und das ist wundervoll, das ist wunderbar, das ist beschenkend, das ist großartig, aber erlaube es dir. Erlaube es dir, dass da eine neue Stabilität reinkommen kann. Vor allem, weil man die Chance hat, um jetzt ganz, ganz fest Zeichen zu erkennen, sich anders zu spüren mit der Urkraft, mit den sensitiven Fühler. Und hier ganz kurz noch, falls du mit deiner sensitiven Superkraft arbeiten willst und du bist aber immer überfordert, weil unsere Sensitivität ist natürlich mit unserem Hellsinn verknüpft, also hell fühlen, hell sehen, hell hören und so weiter und so fort. Und wir haben aber Mühe, mit dem irgendwie umzugehen. Dann lade ich dich herzlich ein zur Academy, zum Sensitive Shift. Dort nehme ich dich mit durch ein sensitives Programm,
wo ich dir einfach helfe und zeige mit den Basics, wie man wirklich wieder aus dieser Überforderung in die Superkraft reinkommt und eben auch die Superkraft kann leben. Ich verlinke dir es unten sehr gerne rein. Klick drauf, schnupper mal gerne rein. Es ist alles an Informationen drin. Genau. Ja, also sensitive Superkraft ist auf jeden Fall gefragt und gefordert. Verschrick aber auch nicht, wenn in dem Monat vielleicht sogar noch sich etwas Neues auftut in deiner Sensitivität, in deiner Wahrnehmung. Plötzlich siehst, plötzlich hörst Sachen, die du vielleicht vorher nicht hast, bist vielleicht eher fühlend gewesen. Auch hier sieht man, es wird wirklich gefordert, um die Zeichen zu erkennen, um wirklich dort reinzukommen. Und dass man halt, ja, mir wird daran hergeschupft. Und je weniger wir jetzt halt einfach im März die Zeichen erkennen, desto härter und härter und härter kommen die Zeichen. Also, man muss dann nicht verschrecken, wenn man plötzlich etwas Spannendes sieht oder hört oder sieht und denkt, oh, genau. Ja, wenn ich hier noch reinschaue, wir haben den Verlust von der Mystikkarte, also da darf einiges im Verlust gehen. Wir haben es jetzt von der Urkraft, von der Sensitivität, da kommt die Weisheit selbst. Also es geht ganz, ganz fest darum, wieder die eigene Weisheit zu spüren und das Allumfassende, das Holistische, das Gesamtheitliche, nicht einfach nur mit dem Kopf, wäre schön und das macht noch Sinn und wäre noch cool, sondern dich komplett spüren. Weil dann hörst du auf, rumböteln und du kannst den sicheren Hafen einfahren, weil es ist schicksalshaft. Das Schicksal wird eingreifen und das sind schicksalshafte Gegebenheiten, die kommen, die dich darauf aufmerksam machen. Hallo, da ein Zeichen, schau hin. Und je weniger wir auf die Zeichen hören, desto lauter werden sie, desto grösser werden sie. Genau. Ja, ein spannender Monat. Also es geht, im Grunde genommen geht es nur darum, weg vom Kopf, ins Gesamtheitliche hineinkommen, wenn der Kopf zu laut wird, wirklich, ja, vertraust dem Prozess des Lebens. Ich weiss, so eine scheiß Floskel 1000-mal wahrscheinlich schon gehört, aber es ist halt einfach so, wenn wir zur Quelle kommen, wenn wir das volle Potenzial ausschöpfen, dann müssen wir bereit sein, uns der Quelle, dem Lebensfluss hinzugeben. Und ja, das kann manchmal wirklich scheisse Angst machen. Und das ist okay. Nur die Frage ist, bleibt man in dieser Angst oder gibt man sich gleich in den Lebensstrom, der geführt ist, hin? Zum Abschluss noch eine Botschaft, und zwar loslassen und beobachten. Beobachte gut im März. Es sind wahnsinnig tolle Energien zur Verfügung. Wir können unglaublich viel loslassen. Du kannst unglaublich viel loslassen. Sachen, die vielleicht schon lange hinten rumhängen und du immer wieder denkst, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ja, dann mach den Schritt. Mach den Schritt und beobachte dein Leben, dein Umfeld, Situationen. Weil dort drinnen verstecken sich so unglaublich viele Antworten, wenn du ehrlich mit dir selber bist. Wenn du genau hinschaust. Weil es ist ein Spiegel deiner selbst. Und somit wünsche ich dir einen wundervollen März. Und bleib wirklich in deiner Kraft, in der gesamtheitlichen Kraft und raus aus dem Gedankenstrudel, fühl rein, schau die Zeichen an, schau dein Leben, Menschen, Situationen als Spiegel an. Anstatt mit dem Finger auf die Situation und die Menschen zu zeigen, dreh einmal den Finger zu dir und sag, was hat das mit mir zu tun? Und somit ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.